Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni pred malimi zasloni. Tokrat se spet javljamo tukaj iz Strasbourga, iz Evropskega parlamenta, kjer vam predstavljamo, kaj se v teh dneh dogaja v tem Evropskem parlamentu na področju te konference za prihodnost Evrope. K mikrofonu vabimo različne državljane Evropske unije iz različnih držav, da nam povejo, kaj počnejo tu, s čim se ukvarjajo, zakaj so prišli in kakšna so njihova pričakovanja. Tako smo danes povabili gospo iz sosednje Avstrije, gospo Gabi, da se nam pridruži tukaj v naš studio in da nam pove kaj več o teh svojem dogajanju, o svojem, bi človek rekel, izkušnjah, ki jih je pridobila tukaj v Evropskem parlamentu. Also, Frau Gabi, wieso haben Sie sich entschieden, hier bei dieser Konferenz mitzumachen? Ja, also ich bin Österreicherin aus Oberösterreich. Österreich liegt ja mitten im Herzen von Europa und daher ist für mich ein gemeinsames Europa, eine gemeinsame Union, ist für mich sehr wichtig und ich möchte das unterstützen. Wie wichtig ist für Sie die Umwelt und dass sich die Umwelt auch verändert im Hinsicht für sogenannte Climate Changes? Das auch das Thema von dieses Wochenende hier bei dieser Konferenz für Zukunft für Europa ist. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Die Erde, wir haben ja nur eine Erde. Und wir haben ja heuer oder die letzten Jahre überhaupt schon gemerkt, dass es wirklich wahr ist, dass sich das Klima verändert, was wir vielleicht vorher nicht so ganz geglaubt haben. Das waren jetzt Überschwemmungen, Dürren und so weiter, wo man weiß, wir müssen reagieren und wir müssen etwas tun, damit wir die Erde, so wie sie ist, auch für uns und unsere Kinder erhalten bleibt. Was alles ist jetzt in den Tagen hier passiert? Was haben Sie alles getan hier? Ja, wir haben zuerst ein Brainstorming gehabt. Da haben wir verschiedene Ideen gesammelt und heute Vormittag, Mittag waren die Experten da zum Thema Klima, Umwelt und wir versuchen jetzt Empfehlungen zu erarbeiten und Ziele zu vereinbaren, die dann möglicherweise umgesetzt werden. Was sind Ihre Erwartungen bei so einer Konferenz? Ja, meine Erwartung ist sicher, dass das nicht nur Theorie bleibt, sondern wie schon gesagt, dass diese wichtigen Dinge, die wir da vereinbaren oder versuchen zu vereinbaren, auch umgesetzt werden. Also die Umsetzung, weil bisher hat es ja da immer ein bisschen gehappert. Die Ziele sind da, aber die Umsetzung ist nicht so einfach in einem gemeinsamen Europa. Das, was heute hier passiert, ist nicht nur die einzige Aktivität bei dieser Konferenz. Wo werden Sie auch in den nächsten Monaten auch mitmachen? Ja, Ende November ist ein Online-Wochenende. Da wird das fortgesetzt, dass diese Ziele konkretisiert werden. Und Ende Jänner, Anfang Februar sind wir dann in Natolin in Polen und das wird dann wieder so ein Wochenende sein, wo weitergearbeitet wird. Frau Gabi, danke schön für Ihre Zeit und für Ihre interessanten Informationen. Ich danke auch.